zuerst immer natürlich im Adisis Video. Schweizer YouTuber werden hops genommen bei Malito Toro. Ich hoffe, ich werde nicht hops genommen. Ja, eigentlich hoffe ich, dass ich hops genommen werde. Ich weiß nicht, für was man mir könnte hops nehmen, weil eben ein absolut perfekter und super schöner Mensch seit der Avatar hier so gegen raus ragen. Kommentare nicht vergessen. Kommentare natürlich nicht vergessen. Wo ist der Reaktionsboss? Hier ist er, da innen, da Herzmann. Da ist er, der Reaction-Boss. Wo bleibt der Schweizer Reaktionsboss? Am Warten auf einen Reaktionsboss. Sehr, sehr geil. Danke viel mal. Freue mich sehr. Eure Kommentare, die freuen mich sehr. Let's go mit dem Video. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Mittlerweile nicht mehr aus der Quarantäne. Bevor das Video losgeht, aber zuerst noch ein Einspielen von einem herzigen Baby-Tapir. Irgendwie sehe ich da gewisse Ähnlichkeit zum Nilay, aber ich weiß es nicht, weil der Nilay hat jetzt schon 3 Wochen kein Video mehr abgeladen. Also, ja, ich sehe da schon ein bisschen Ähnlichkeit zum Nilay. Alles klar, Digga. Danke, Regie, für den. Ich bin der letzte draussen ein bisschen laufen und dann ist mir in den Sinn gekommen, wie wichtig Erfinder eigentlich sind. Zum Beispiel gerade die Erfinder, die das Flugzeug erfunden haben. Weil... Was würden wir denn sonst mit all diesen Flughäfen machen? Ich sehe schon, das Video wird ein komödiantisches Masterpiece. By the way, merci vielmals für 40'000 Abonnenten auf dem Kanal. Das ist wirklich einfach einmal Zeit geworden, holy shit. Geil. 40'000 Abonnenten. Das ist schon geil. Wirklich Kuss. Und ich sehe schon, im Hintergrund bin ich sympathisch. No comment. Wirklich no comment. Nein, ohne Scheiß. Danke vielmals für 40'000 Abonnenten. Das ist eigentlich ein ganzes Joggeli voll. Die müssen wissen, wir Basler, wir rechnen nur in Joggelis. Wunderschönen guten Tag. Ich würde gerne den Stift kaufen. Guten Tag, der Herr. Sehr gern. Da nehme ich gerade meinen Taschenrechner für. Momenteli. Dann wäre das 0,03 Joggeli. Hey Adi, wie viele Abonnenten hast du? Eins Joggeli. Wenn wir schon vom lieben FCB reden, dann können wir doch gerade also die Schauspieler kannst du dich anders erinnern, so egal wo hinstecken, das ist wirklich das allerletzte, Digga. Blick auf die Tabelle werfen. Ich glaube, ich werde Zürich-Fan. Wie ich am Anfang gesagt habe, ist die Quarantäne wieder vorbei. Alles wird wieder normaler. Es gibt wieder Partys. Eine Techno-Party, die am Wochenende in Bern vor der Reitschule stattgefunden hat, hat aber gegen so ziemlich jede Corona-Maßnahme verstoßen, die es gibt. Flamingo Club in Zürich. Hier steckt am letzten Sonntag ein Gast weitere Partygänger an. The one and only Daniel Koch wird in 2 Wochen famer als die ganze Schweizer YouTube-Szene. Das fühlt sich gut an für Sie. Ja, ich bin okay. Und aber wirklich, die Leute, die dort in den Club gegangen sind und dachten, das ist eine gute Idee, und noch die falsche E-Mail-Adresse angegeben, den falschen Namen angegeben, das sind wirklich die allerletzte, die unterste Schicht von der Schweiz. zu billig findet wieder statt. Ohne Scheiß, ich habe Fußball so selten, so wenig vermisst wie in der Quarantäne. Endlich hat die Menschheit herausgefunden, dass auch ein Leben ohne Fußball möglich ist. Aber jetzt spielen sie wieder. Und was machen sie? Die Bälle werden vor und nach dem Spiel desinfiziert. Bla 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 bla. Okay, immerhin ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nachher gehen sie doch wieder in Zweikampf. Ah, der Ball muss desinfiziert sein, aber die Leute können trotzdem Zweikampf machen. Nice! Also Adi, ganz ehrlich, 2 Minuten sind wir im Video und es ist noch kein einziger YouTuber hops genommen worden. Also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wieso ich mir das Video überhaupt noch einziehe. Ich habe ja die Videos von der Nati-Style mehr sehen. Daniel Koch, was haltest du davon? Dann habe ich meine Hunde, die, sagen wir mal, nur schon vom körperlichen Kontakt natürlich auch sehr viel geben. Kuscheln gehört immer dazu, ne? Adi, kannst du nicht mal über etwas anderes reden als Fußball? Gehen wir weiter zu etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Niveau hat. Meine Kommentare. Wenn man den Unsympathisch TV auf Wish bestellt, so, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Ich habe tatsächlich von Milo die Nummer vom Unsympathisch TV bekommen, weil er ist schon in Kontakt mit ihm. Ja, und ich würde sagen, wir rufen ihm jetzt einfach mal an. Ja, ich habe mir die Nummer gegeben. Ja, ich dachte, er kann es doch gut brauchen, das Video. Willst du mich eigentlich verarschen? Deine Farbenblindheit ist das weniger grosse Problem mit dem Schnauz. Nein, das Problem mit meiner... Ist komisch, bei mir hat er genau das gleiche gesehen, wenn ich immer angerufen habe. Genau das gleiche, also ist wirklich komisch. Meine Farbenblindheit ist eben, dass ich gar keinen Unterschied zwischen dem Schnauz und meiner Haut sehe. Und das heisst dann eben, ich sehe meinen Schnauz gar nicht. Der einzige Weg, den ich von meinem Schnauz erfahren kann, ist durch die Kommentare. Und in den Kommentaren finde ich es mega nice, wie gut mein Schnauz ankommt. Hello, darkness, my old friend. Niemand, absolut niemand,
Adi, Audi. Den Kommentar habe ich so viel nicht gelesen unter dem Video vom Roadtrip. Viel nicht. Nicht vielmal. Erst Filnisch ist falsch, Auto ist falsch, Liegen ist falsch, ich lüge, ich steige ins Auto ein, ins Auto kann man auch sagen, meinetwegen, und viel, aber nicht Filnisch ist einfach falsch. erstens sagt man Audi, nicht Auto. Und zweitens sagt man Spiessli und nicht Köpfler. Alle, die eine andere Meinung haben, sind entweder Abonnent von Maelo oder Snowboarder. Ich habe noch nie gekifft, habe noch nie vorzukiffen und ich werde auch nie kiffen. So. Ja, okay. Hey, was ist das gewesen? Was soll das? Warte, ich muss mir das nochmal einziehen. What the fuck? Warte mal. Was habe ich gesehen? Maelo oder Snowboarder Ich habe noch nie gekifft. Was? Warte mal, nochmal. und nicht Köpfler. Alle, die eine andere Meinung haben, sind entweder Abonnent von Maelo oder Snowboarder. Ich habe noch nie gekifft, habe noch nie vorzukiffen und ich werde auch nie kiffen. So. Ja, okay. Ist natürlich Ja, aber hey, das ist doch nicht kiffen, das ist doch... Mache ich nicht. nur Spass gewesen. Ausser Snowboard fahren, das geht nicht. Ich habe ohne Scheiß bis jetzt noch nicht verstanden, was der Sinn von dem Video sein sollte. Ich auch nicht. Darum wird es noch ganz kurz Zeit, dass wir bei unserer Lieblingständerin LaRouche vorbeischauen. Und du bist erst 18, weil ich am Sonntag schon 25 werde. LaRouche, was läuft bei dir so? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der guten alten Jasmin. Also, ich will ja nicht sagen, aber das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Mal wieder mit der guten alten Mara. Gut, es ist ja klar, dass wir nicht irgendwelche YouTuber sind, sondern Schweizer YouTuber. Weil wir machen es einfach so, wie wir es in der Schweiz machen. Man tut einfach zuerst mal überall ein bisschen gemütlich schauen und dann tut man kopieren. Genau, ja. Habe ich eine Freundin vom Can von einem Jahr? Stellt der Adi, habe ich eine Freundin von 8 Monaten? Habe ich einen Freund, Natisel, von 3 Monaten? Aber mit Titel, wie viele Freundinnen hast du gehabt? Maela, sympathisch. Ja gut, habe ich gesagt. Boah, aber immerhin tun wir keine Sachen aus dem Ausland kopieren. Saufen mit Schweizer Dings. Er hat eigentlich, hier hat er Hey Aaron kopiert. Intime Geheimnisse raten. Hat gar nicht gewusst, dass der Jonas das gemacht hat. Ja gut, eigentlich stimmt schon. Okay, an der Stelle habe ich gar keinen Bock mehr auf die Schweizer YouTube-Szene. Und zwar nicht nur auf die ganze Szene, sondern auch absolut keinen Bock mehr auf das Video. Leute, nehmt das Ganze nicht zu ernst, weil sonst werdet ihr höchstwahrscheinlich vom Ernst genommen. Noch ganz kurz als Info, ich, der Maelo und der Elia streamen aber jetzt nicht mehr auf YouTube, sondern auf Twitch. Wir haben gewechselt. Ja. Ich freue mich wirklich mega auf die Zeit bei Twitch. Das wird sehr, sehr wild. Schaut doch vorbei, wenn ihr Lust habt. Ich streame jeden Dienstag oben fix und sonst, wenn ich einfach Zeit habe. Der Link von meinem Twitch-Kanal ist in der Beschreibung und auch der Link von Maelo und dem Elia. Geht dann mal reinsubben, Digga. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video nicht liket. Folgt uns allen! Das wird nämlich die Schweizer Twitch-Szene revolutionieren. Ich habe hier knapp 100 Viewer. Könnt ihr euch das vorstellen in der Schweiz? Nicht abonniert und auch die Glocke nicht aktiviert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich gehe jetzt eine Kuh melken. Peace und Blümli. Between these noobs. Geiles Video, aber trotzdem ein Dislike. Ja, natürlich nicht. Like ist da. Kuss. Hat mir sehr gefallen, das Video. Am meisten natürlich meine Clips. Ist eine klare Sache. One is the loneliest number that you'll